So, und wir haben eine Einigung, denn ich habe wieder ein paar Verhandlungen gestartet, denn wir müssen unseren Kader breiter machen, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Und zwar bei Eduardo Murillo. Ja, der ist jung, 66 bei der Stärke, 17 Jahre alt. Aber er hat einige Fähigkeiten, also Spezialfähigkeiten. Und es wird dann der Ersatz für Anita, weil der möchte ja raushauen. Und ich denke, dass sich der noch richtig gut entwickelt. Und der ist nicht teuer. Und der kommt dann auch im Winter. Das wird die nächste Einigung sein, denn es war nur ein zweiter Spieler dabei. Und zwar Gabriel Paulista. Das ist ein Brasilianer. Denn wir brauchen in der Abwehr noch in der, ja, am Flügel links und rechts an als Ersatz. Und Innenverteidiger kann auch noch spielen. Und der ist auch nicht teuer. Deswegen werden wir den auch verpflichten. So, bei den Verhandlungen. Finanzen schauen wir mal. Plus 61, also schaut gut aus. So, und jetzt geht's gegen die Hotspurs. Scheiße, wir haben Verletzte. Die sind Tabellendritter. Das heißt, wenn wir die oberschießen, sind wir auf jeden Fall an denen vorbei. So, jetzt muss ich erstmal wieder unser Stammelf zusammenbasteln. Heute, das gefällt mir gar nicht. Die stehen nämlich vor dem Spiel noch um. So, dann dürfen die in Weiß spielen. Wir spielen in Rot wieder. Aber er kann nicht spielen. Das heißt, er muss daheim bleiben. Hilft nicht, weil wenn er sonst noch nicht abkriegt, dann kann er sich eventuell noch schlimmer verletzen, dann fällt er Monate aus. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Kabay ist wieder nicht fit. Was treibt denn der? Muss eben Florencio, ne? Und Dodo ist auch nicht fit. Das heißt, Ryan Taylor muss eine. Dann bleibt er daheim. Okay, das ist die 11. So spielen wir. Gegen die Tottenham Hotspurs. Und die sind, wie wir wissen, nicht schlecht besetzt und sind ja auch noch bei den, zu den besten Spielen, Mannschaften einfach in der Liga. Und vorne haben sie einen Batistuta. Argentinische Sturmlegende. So, kleine Vorsicht. Krul mit der Faustabwehr. Ja, heute muss das Ronaldo von der Alot richten. Weil unser Afrikaner verletzt ist. Und es gibt Einwurf für Hotspurs. Na, für uns gibt es für Newcastle. Oscar. Der war ja in den letzten Spielen auch recht gut immer. Ja, in die Hände. Und Ben Arfa.
Florenzi. Tja, da ist doch. Da wird er gar nicht bedrängt. Und Ronaldo kommt frei zum Abzug. Und macht gleich mal das 1:0 für uns. Das war ja fast zu leicht, ne? Da ist Florenzi. Und Ronaldo wird überhaupt nicht gedeckt. Der andere geht auch nicht Rossi. Ja, so leicht kann man das machen. Cola. Redondo. Wieder Redondo. Neskens mit Einsatz. Und es war abseits von's. Ja, kommt fast durch. Eh. Weiter geht's mit einem Einwurf. Ja, es war abseits. Aber ich denke, wir hätten den erwischt. Farfan. Einwurf Newcastle. Ja, Unsicherheiten, oder? Bei Loris. Rivellino. War Foulspiel. Gibt's natürlich gelb. Selbstverständlich. Aber geht zum Glück ins Leere. Kabul, Dembele, Cola. Und da ist wieder der Isländer. Und geklärt zur Ecke von Taylor. Ja, Rivellino ist auch wieder so ein Klassikspieler. Genau wie Jürgen Kohler, der gerade das Tor macht. Ja, somit sind sie zurück im Rennen. Ja, war schöne Ecken. Und der Verteidiger kommt vor uns dran und macht somit den Ausgleich. Das war die nächste Chance. Der wollte es jetzt aus der Entfernung wissen. Wieder Ecke. Also die Hotspurs werden jetzt langsam warm. Und wir spielen auch nicht in Bestbesetzung. So, jetzt hat er ihn aber. Ronaldo erwischt einen Nick. Florenzi. War nix. War leider nix. Ja, das war selbstverständlicher Foul. Neskens wiedergebe. Ist er unser Kartensammler.
Und Freistoß Rivellino. Der wird wahrscheinlich voll draufhauen. Der wird nicht flanken. Ja, sag ich doch. Ja, der lässt den Ball noch nicht mehr. Und die nächste Chance. Es gibt Abstoß. Das war zu leicht. Das war zu leicht. Und es gibt wieder Ecke. Und schon langsam nageln sie uns hinten fest, ne? Wir können da hinten nicht mehr raus. Abstoß. 8:2 Torschüsse. Also die Überhand haben wir nicht. Dembele, oh gut, jetzt pfeift ab. Ja, wir gehen mit 1:1 in die Halbzeit. Anfangs waren wir schnell die führende Mannschaft, aber sie haben zurückgeschlagen. Und wir sind ja nicht so besetzt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht Ronaldo außer tue. Und sie sehen die Chance gibt. Der ist nämlich in besserer Form. Ich glaube, das mache ich auch. Kann durchaus was Positives bewirken, auch wenn er ein bisschen schwächer ist. Fahren. Naja, der lässt sich zu leicht immer am Ball abnehmen. Darf natürlich nicht passieren. Bale. Ja, es war ein Versuch wert, aber war nichts. Wieder? Das gibt's gar nicht, oder? Bale. Immer noch Bale. Ja. Und das kommt dabei aus, wenn wir durchlassen. Batistuta macht das 2:1. Und ich glaube, es schaut schlecht aus. Mit, ja, überholen wird es glaube ich nichts in der Tabelle. Natürlich immer schlecht, wenn wir die entscheidenden Spiele verlieren. Vor allem gegen die großen Mannschaften. Und sie sehen mit der Riesenchance. Ja, das drum auch nicht, weil der auch nicht dabei ist, weil er schlecht drauf ist. Wieder Batistuta, diesmal im Abseits. Ja, da war Kabul vor ihm. Und es gibt wieder Ecke für uns. Florenzi. Aber es kann ja trotzdem ausspähen. Zählt der? Ja, er zählt. Ich meine, das ist abseits. Und es war Fahrfahren war es, jawohl. Und somit sind wir wieder im Rennen. Erst hätte ich gemeint, das ist abseits. Weil er doch recht weit vorgestanden ist. Aber war zum Glück keins. Und er ist noch abgefälscht worden, das sehen wir gleich.
Da ist er abprallt. Am Knie vom Verteidiger. Ansonsten, glaube ich, hätten der Torwart erwischt. Aber soll uns ganz recht sein. Bale. Ja, das war nicht so gut. Passt, ganz gut gemacht. Cissé und der Torwart kommt raus. Ja, das war etwas zu heftig von uns. Gibt Gelb. Jawohl. Gegen Coloccini. Batistuta unverletzt. Revellino. Ja, da darf ruhig auch noch hingehen. Scheiße, da kommt die auch Kabul dazwischen. Er möchte einen Ball nochmal, da hat er ihn. Und Oscar mit der Riesenchance. Ecke. Wir werden besser. Jetzt werden die Ecken sitzen dort. Tut's aber nicht. Und Florenzi mit der Riesenchance. Cissé kämpft. Cola. Ja, es rennt keiner. Das ist das Problem. Ich kann keiner spielen. Oh, Puskas ist durch hier. Und gerade noch geklärt. Tja, was tue ich denn? Irgendwie mag ich wechseln. Jetzt wenn zum Beispiel... Halt, Moment. Jetzt wenn wir den als hängende Spitze dann. Also ein Sinclair. Gehen wir Risiko oder gehen wir... Und dann mal den zentral eine, oder? Und dann mal... Hängende Spitze. Dann mal Sinclair noch eine. Und in der Abwehr dann mal... Andrioli eine. So, weiter geht's mit einem Einwurf. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Damit wir es 3 Tor schießen können. Oh, 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 oh. Der Torwart.
Fahren. Was fast auch immer. Kabul. Walker. Abgeblockt, ganz gut. Aber mit Nesken darf ich nicht mehr so hingehen. Sonst gibt es noch Rodi. Und Coloccini klärt zur Ecke. Jetzt kriegen sie noch ihre Chance. 3 Minuten Nachspielzeit. So, jetzt noch mit der Konter. Der letzte Konter vielleicht. Abseits. War abseits. Da waren wir zu spät, oder hätten wir einen Tick früher passen müssen. Ja, somit ist es vorbei. Leider nur 2-2. War hart erkämpft, da die Saison. Aber ich glaube, es war ganz fair, die Punkteteilung. Allerdings bringt uns das nicht vorwärts. Und somit geht es wieder ober auf Platz 6. 5 Punkte Rückstand auf den zweiten. Und 9 Punkte Rückstand auf den ersten. Also Chelsea macht es, glaube ich, die Saison wieder.